Wer kennt es nicht, das verflixte Schildkrötenspiel oder Flugzeugspiel oder Hundespiel oder was es da alles noch gibt? Oh mein Gott, ist das eine verflixte Sache gewesen. Bis ich das hatte. Nein, ich muss zugeben, mein Sohn hat es probiert, ich habe es probiert, wir haben es beide nicht geschafft und nachher hatte ich keine Nerven mehr gehabt. Dann habe ich mir eine Lösung angeschaut im Internet, aber pst, niemandem erzählen. So, also jetzt kontrolliere ich noch einmal nachher, ob auch wirklich alle stimmen und nicht irgendwo ein Fehler drin ist. Nein, es ist alles gut, weil ich möchte gerne das hier, das heisst das hier, in unser Spiele-Journal reinkleben. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne und ich hoffe, ihr seid doch heute auch wieder ein bisschen dabei, um das mein Spiele-Journal ein bisschen zu verschönern. Ja, da wäre unser Spiele-Journal und das möchte ich jetzt gerne da drin hineinkleben. Aber nicht das Ganze, ganz fix und fertig, sondern, es geht mir da alles auseinander. Ich möchte gerne die 2 Bahnen, die 6 Dings, da so drauf kleben. Wie habe ich mir jetzt das ausgedacht? Oh nein, ich kann es Knusch machen jetzt. So, nein, warte jetzt so. Ah, das geht ja da über. So. So. Und so. 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 Und so. Das möchte ich einkleben. Und dann hat man noch 3 Teile, die nicht angemacht sind, die dann hier auf der anderen Seite irgendwo in ein Täschchen reinkommen. Und dann kann man noch ein bisschen selber probieren. Und muss sich nicht das Ganze antun. So, jetzt noch eine Kontrolle. Jawohl, es stimmt. Dann gehen die hier mal weg. Und ich mache hier natürlich jetzt noch schnell einen schönen Hintergrund. So. Für das nehme ich mir die Signatur hier raus, also das Teil meine ich. So. Und jetzt wird das doch mal eingefärbt und zwar ein bisschen mit irgend so etwas in dieser Art, ein bisschen violett. Ich habe gedacht, ich mache das ein bisschen farbenfroh. Bei dir und bei da. So, wieso gibt es mir jetzt so komische Kreise? Ich weiß es nicht. So. So, ja, dann wird jetzt das halt ein bisschen wolkig und ein bisschen strichlig. Das macht jetzt nichts. Das wird dann sowieso am meisten überklebt mit diesen Kärtchen. Oh. Was ist das da für eine Ecke, für eine dunkle? So, hei. Ist das, weil es da so viel Farbe dran hat? Ich weiß es nicht. Schaulig. Aber so ein bisschen violett ist doch schön. Und ich habe mir auch noch dort ein hübsches Schablönchen parat gemacht. Und jetzt noch studieren, welche Farbe ich nehmen soll für ein paar hübsche Blümchen im Hintergrund. Oh, was ist los? Was ist jetzt das für ein Geschlerk?
So. Ja, no. Jetzt ist es, wie es ist. So, vielleicht ein bisschen blau. Ich würde sagen, ein bisschen blau. Ui, aha. Ich denke, wieso tönt der so? So, aber wir machen das nicht allzu grob. Ich habe jetzt natürlich da den violetten Pinsel, wie sagen wir, das Bürstchen genommen, was noch so viel Violett dran hat. Ja, no. Jetzt wird es so, wie es wird, gell? Ist auch schön. Jetzt kommt es langsam. Sieht man etwas vom Blauen. So, das ist doch hübsch. Es sieht doch aus wie eine tolle Blumenwiese. Oh, schön. Mir gefällt's. mir gefällt's. Und jetzt kommen da die Schildkröten drauf. Nein, eben nicht. Ich kann es eben nicht so machen. Ich muss das so ziemlich eng nehmen, damit die da wirklich gut Platz haben. Und meine Blumenwiese ist komplett. Tschüss! So, das war jetzt gerade ein bisschen zu grob. So, ich glaube, so kann ich es machen, oder? Ich hoffe, ich kann es so noch gut auf und zu machen, aber ich glaube schon. So, noch einmal kontrollieren. Jawohl, sie passen immer noch zusammen. Aha, warte, jetzt muss ich es aber nicht so weit. Ich muss eher weiter oben ankleben. Ja, es wäre vielleicht schön, wenn man alles komplett kontrollieren würde, bevor man irgendetwas klebt. Dort muss der Spalt halt wirklich etwas grösser sein. Muss er eigentlich noch etwas grösser sein, dass ich es wirklich zubringe. So. Wäre schade. So, also komm, einfach kleben. Einfach kleben. Zack. Numero uno. Nicht mit den Leimfinger drauf töpfeln. Auch nicht das zweite Mal. So. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Fertig, Schluss. So. Gut. So, aber ich finde das Violett gut. Passt super zum violetten Schildkrötchen. Violetter Hintergrund. Geht leider ziemlich unter. Aber hey, wir haben ja da schon noch ein bisschen. Ein bisschen haben wir noch.
So. Da gehen wir jetzt wirklich extra ein bisschen weiter rüber. So, hä? Noch testen. Das würde sowieso nicht mehr helfen. Mal, das ist gut. Und da bringen wir es auch zu. Jawohl. Alles gut. Hey, es kommt doch alles gut. Es kommt alles gut. So. Krumm draufgeklebt. Ganz wenig krumm nur. Das verschoben. Soli. Prima. Gut. Dann werden wir das noch ein bisschen antrocknen und dann ist die grosse Preisfrage. Wie machen wir das Täschchen hier hin? Irgendwie schwebt mir vor, ich hätte gern ein durchsichtiges. Ein durchsichtiges Täschchen, wo man die rein tun kann. Oder so CD-Hülle. Ich hatte doch gerade eine gehabt. Haha! Ich habe doch gewusst, dass ich die noch brauchen für irgendetwas. So. Ja, genau, ganz genau so. Ich denke, ich schneide das hier oben ab. Schneiden, Schere. So. Dann klemmen wir das so rein. Und dann kommt das da rein. Genau, so. Aha, so muss das sein. Aber das werden wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen violett. Violett. Das soll ja schliesslich ein bisschen passen zueinander. So. Die Kanten machen wir auch schön dunkel alles. So, und dann noch ein paar Blümchen drauf. In Blau oder was auch immer Farbe. Blau, Violett. So. Gut. So. Trocknet euch das fest oder schmiert euch das für immer und ewig? Das wäre noch witzig, wenn das so wäre. Würde mir jetzt also noch gut gefallen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schmieren würde.
So, wäre doch schön, oder? Und da noch. Das wäre jetzt schon noch hübsch. Okay, ich habe ein Knosch. Ich habe immer ein Knosch. Wenn ich muss arbeiten mit einzelnen Blättern, dann habe ich ein Knosch. So. So, jetzt kommt das hier drauf. So, und damit das schön zusammenpasst, wird das auch noch ein bisschen violett. So. Voilà. So. Ach, herrje. Macht doch nicht Sättiges mit mir. Gut. Jetzt das hier draufkleben, ohne dass ich das verschmiere. Kann ich das? Wahrscheinlich nicht. Probiere ich das? Auf jeden Fall. So, da tue ich den Leim ein bisschen anstreichen, damit er nicht rauspflödert. Und man dann den oberen Teil anlehnt, dass es noch zu wäre. Und da soll es bitte auch nicht rauspflödern. So, wo ist oben? Da. Und wo ist da oben? Da. Zack, drauf. Ich muss es ja irgendwie andrücken. Ich hoffe, das bleibt drauf dort. So, sicher schön hier. Gut, oh ja, schau mal, das sieht hübsch aus. Innen haben wir auch noch können, aber ich glaube, das lasse ich jetzt so sein. Jetzt bringen wir das Büchlein wieder hierher. So, leg. Jetzt ist hier natürlich noch das Eili mit Weili. In völlig so gel leuchtig. Das ist jetzt halt Pech. So, soll ich die schon rein tun, oder? Mal schnell ein bisschen warten. So. Und dann kann man noch ein bisschen pröbeln. So, so, so. Nein, nicht wirklich. Wenn es jetzt nicht passen würde, das würde mich mega anschiessen. So, oh nein, alles falsch. Ah, jetzt ist gut. Glück gehabt. So, hey. Ah, ich finde es cool. Ich finde es richtig witzig. Oh ja, schau mal. Schau mal, das sieht richtig, richtig genial aus. Mir gefällt die Seite. Ich finde es genial. Es ist hübsch geworden. Es funktioniert. Es wird extrem fett, aber es macht nichts. Und ja,
Wie gefällt es euch? Kennt ihr das Spiel? Habt ihr das auch gespielt? Schreibt es mir in die Kommentare, es würde mich mega wundern, was ihr so für Spiele gespielt habt, ob ihr das kennt, ob ihr da ausrastet oder ob ihr das mega gerne macht, so kniffliges Zeug. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann dürft ihr gerne abonnieren, ihr dürft gerne einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!